Wasserabschnitt von der Brücke zur Schleuse voraus. Links neben uns in Fahrtrichtung haben wir das wichtigste Gebäude der Hamburger Innenstadt. Das ist nicht die Hamburger Sparkasse, auch nicht die Bank of China, sondern vorne links unser altehrwürdiges Hamburger Rathaus. Das wurde damals nach einer 11-jährigen Bauzeit im Jahr 1897 fertiggestellt und besitzt 647 Zimmer. Das sind 6 Räume mehr als der Buckingham Palast in London sie hat. Und ob der Bürgermeister da ist oder nicht, das erkennen wir in Hamburg daran, wenn Sie mal unter die Turmuhr schauen, dann sehen wir einen schwarzen Flaggenstock, der nach außen rausguckt. Wenn an diesem schwarzen Flaggenstock eine rote Flagge aushängt mit Hamburger Wappen dran, dann wissen wir, dass unser Bürgermeister ist. Gucken wir mal hin. Keine Flagge da. Oder wie mein Kollege hier vorne immer ganz gerne sagt, hängt der Lappen draußen, ist der Lump drin. Ja, das kann so von unserem Bürgermeister gar nicht behaupten. Peter Tschentscher, ich glaube, der Mann war das gar nicht so schlecht. Schleuse. Raus, eine Kammer links. Und hier rechts, da haben wir keine Schleusenkammer, sondern da haben wir das Freigerinne der Alster. Und wozu das ist, das will ich dann gleich nochmal erzählen, wenn wir in der Schleuse angekommen sind. Now we're going under the bridge again. Bridge. Tai Tai. The Lum Tai Tai. Under the bridge. Yay! We are passing under the bridge. So I think this is very precise. Ja, jetzt eine Schleuse. Weißt du, was eine Schleuse ist? Then out of the bridge again. Wo das Schiff abhält. Und jetzt wird hier ganz viel Wasser. Okay. Jetzt wird Wasser abgelassen. Guck mal, jetzt sind wir in einer Schiffsgarage. So, halindiri nga level kapanaog actually ang barko panaog sa level panaog hindi ko kalukon how they do that they made it. So that's why we're stopping because the boat is lowering down to the level of the Elm River. So the gate is opening now so that we sail towards that direction. The gate is opening because we're sailing towards that direction. So now look at the level of the river. Up there are the buildings. Masuot naman kada sa dalom na isang Taytay. Okay, down the bridge again. Amazing. Wenn du 2 Meter. Altona zum Beispiel liegt über 15 Meter hoch. Deswegen hatten wir früher den Schellfischtunnel in Altona, von dem ist immer noch eine alte Hafenbahn. Die Kandelaber, die oben draufstehen. Da muss ich persönlich finde, früher noch wirklich sehr, sehr viel Mühe. Ja, kommen wir jetzt von einer der schönsten Brücken Hamburgs über uns vorausgelegen zu einer der hässlichsten. Direkt voraus, da haben wir nämlich die Slamatjenbrücke. Slamatjen selber übrigens ein Begriff aus dem alten Niederländischen, was so viel bedeutet wie dreckiges, schlampiges Mädchen. Was daran liegen könnte, dass sich hier vorne früher mal das abgespielt hat, das sich mittlerweile ein wenig verlagert hat, und zwar ein paar hundert Meter weiter nach rechts, nach St. Pauli. Darüber verläuft eine der Hauptverkehrsstraßen, die wir in Hamburg haben, und zwar die ehemalige Ost-West-Straße. Heute heißt sie an dieser Stelle anders, und zwar Ludwig-Erhard-Straße. Ein Stück weiter runter wie die Brandstraße. Hier fahren jeden Tag über diese eine Brücke 60.000 Kraftfahrzeuge.
Here's another bridge, another Tai Tai. No, like so. There's another lock here. We're supposed to wait. I cannot explain it very well. We're waiting here for the level of the water to change because we have to make that adjustment. That they put into the rows of stones to make them look nice. Nice. All the effort to make it look nice. And then they also invented lots of different openings to see these little rooftops. Those are for the cranes to pull up the goods. You have them always over one of those openings. And they have all different shapes. So they had the idea of that everybody is doing his individual crane shelter. Which is so nice. They had so many different ideas, and it's so fascinating to see this. Ja, genau. Das ist der Kaffee, der schon mal durch den Magen-Darm-Trakt einer Katze gewandert ist. Die futtert die Kaffeebohne auf. Ne? Das geht einmal durch den gesamten Verdauungstrakt und wird wieder can you imagine this already many bridges we've been passing through. And one of those bridges, it's about 2 meters or 3 meters higher than those, and that's for pedestrians, because in case of a flood storm, this part of the city will be completely underwater, and all the pedestrians will use this upper level. So the upper level, okay. The upper level will be flood protected, and all the cars will be in their car parks protected by big steel doors that have to be closed in time just because the weather forecast said there's a storm coming. Wow. And that's happening about every 2 years once. So the water can get that high? Well, you know, we have now very low water. See the green growth on the walls? This is the high water level, the ordinary high water level, and the storm level would be higher than the lower bridge. Can you imagine? It's amazing, isn't it? Yeah. And all this modern. That's the office of the cruise ships, and this one is the Elb Philharmonic building. Look at the shape of that building. That's the Hansahafen, where all the cars, German cars, are exported worldwide. So hübsch ist der auch nicht, ne? So hübsch ist der auch nicht. Also bei Sonne sieht die schon traumhaft aus. Ich kann dir ein paar Bilder zeigen, ich gemacht habe. Das finde ich schon ein imposantes Ding, also ist schon cool. Das ist schon super, aber halt, wie findet ihr die? Oh, this is Jonabark. And that concludes our boat ride.